Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review von dem neuen DC-Spektakel Shazam. Ob Warner das gekriegt hat, einen guten Superheldenfilm zu machen, oder ob sie eine absolute Katastrophe auf die Leinwand bringen, das sieht alles hier bei Film läuft. Der 14-jährige Billy Batson, gespielt vom Asher Angel, als ein Wesen kann, das von Familie zu Familie gerecht wird. Eines Tages trifft ihn aber Jahrhundert einen Zauberer, den ihm seine Kräfte überdreht. Und von dem Daruns kann sich der Billy immer da, wenn er Shazam ruft, an einen erwachsenen Superheld verwandeln, der vom Zachary Levi gespielt wird. Lustig steht nicht nur an einen großen, durchtrainierten Körper, mehr hat er noch Superkräfte dabei. Und nun muss er sich lösen und seine Kraft gewinnen. Und dann dauert es natürlich nicht lang, bis das seine erste Gegner auftaucht. Wenn sein Kontrahent der Loasa wird die 4 dann ob der Billy sehr genug eins gibt mit seiner Kraft. Das sieht alles am Kino bei Shazam. Etwas muss direkt von Anfang an sagen. Warner und DC schenken sich ungewöhnt zu haben, sich lange nicht mehr so an ihre Filme zu hören. Das hat ihn zum Beispiel auch schon in ihrem letzten Film Aquaman gesehen. Da haben sie sich auch schon getraut, die ganze Sache immer ein bisschen mehr locker rund zu gehen. Aber für in die Richtung zu gehen, schenkt ihnen Shazam natürlich genau an den Chrom gepasst zu haben. Der bringt schon direkt genug Humor an den Comic gemacht, und die Story schenkt doch schon auf Comedy 4 programmiert zu sehen. Ein 14-jähriger Junge, der von Haut auf Morgen einen erwachsenen Körper sticht und dann noch Superkraft hat, da können ja eigentlich bei einer komischen Situationen entstehen. Und genau so also doch, an den 2 Stunden 12 Minuten geht es permanent eng zu lachen und das von Anfang an erhalten. Zwischenzeitlich macht der Film zwar die eine oder die andere lang zu holen, aber die sich schnell vergisst, weil auch die Schauspieler hier einen super Job gemacht haben. Weil all darum haben wir hier Novus Schauspieler, die einfach nicht mehr fantastisch sind. Und der Zachary Levi spielt perfekt einen Kant am erwachsenen Körper. Leider können der Mengen an den Antagonist für mich ein bisschen zu kurz. Das leider Mengen an nicht wirklich Mark Strong, mehr ist darauf, wie geschrieben wird. Den ist hier einfach nur durch und durch Spacer schenkt nicht ganz viel Facetten mitzubringen. Und leider ist das ja aber das, was ihr bei DC kennt, immens gut Antagonisten. Mir das also nur gemeckert auf höherem Niveau. Weil insgesamt ist der Film für mich komplett gelungen. Ob es schauspielerisch ist, Drehbuch oder die Optik, die bei weitem nicht mehr so depressiv ist wie bei Justice League, steht am Mengen an nicht mehr am Weg für gelungenen und entspannten Abend am Kino. Erzählt mir in den Kommentaren, wie euch der Film gefallen hat, und wer da von den anderen DC-Filmen hat. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino bei Shazam.